bin Anita. Und ich bin Laura. Ich höre gerade die neueste Episode, oder wie wir es nennen, Kapitel vom Skorpion und Jungfrau Podcast. Heute besprechen wir das Buch Invisible Women: Exposing Data in a World Designed for Men von der Caroline Criado Perez. Auf Deutsch heisst es «Unsichtbare Frauen, wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert». Kurz zu der Autorin. Sie ist eine britische Journalistin, Autorin, Feministin, Aktivistin, die sich mit dem Thema Geschlechtergerechtigkeit befasst. Sie hat auch einen britischen Ritterorden. Ich nicht ganz, also ja, für irgendwie so... Nein, es ist für irgendeine Auszeichnung. Sie ist Mitbegründerin vom Women's Room. Die setzt sich dafür ein, dass mehr Expertinnen in den Medien vorkommen. In dem Buch geht es, schon wie der Titel sagt, darum, dass Frauen bei verschiedenen Themen, bei verschiedenen Datenerhebungen einfach nicht berücksichtigt werden und also auch im Sinne von wie Frauen auf verschiedene Art und Weise diskriminiert werden. Das Format heute wird ein bisschen anders sein. Laura, willst du kurz erklären, was wir machen? Vielleicht wieso? Ja, gerne. Also ich habe das gemacht, was man nicht machen sollte als Host von einem Literaturpodcast. Ich habe das Buch nicht gelesen und darum nehme ich die Sicht ein von einer Person, die jetzt eben noch nichts weiss vom Inhalt, und darum wird es mehr so als Frage-Antwort-Ping-Pong. Aber natürlich werde ich auch meinen Senf dazugeben, wenn wir über das Thema allgemein reden, und ich bin gespannt, was da für Diskussionen zustande kommen. Das ist super. Also naja, super. Ja. I promise to do better. Okay, das ist schon mal gut. Also das Rating kann das mal in diesem Fall nur eine Person machen. Was würdest du diesem Buch für eine Bewertung geben? Ich würde dem 4 Sterne geben. Und zwar, ich finde die Thematik an sich wichtig. Ich habe es einfach nicht so gut gefunden, wie sie es beschrieben hat. Das ist sehr von einem Thema zum nächsten gesprungen. Gewisse Sachen hätte ich es ja ein bisschen besser machen können, finde ich. Und wahrscheinlich kommen wir auf das noch in der Fragerunde. Aber ja, genau. Solide 4 Sterne von 5. Sehr spannend. Gut. Ja, dann starten wir doch mit der ersten Frage. Und zwar, was ist unter Data Bias zu verstehen? Das ist ja sehr wichtig als Grundbegriff in dieser Thematik, das zuerst mal zu definieren. Grundsätzlich ist das ja ein eine Art Stichprobenverzerrung oder halt Voreingenommenheit bei der Datenerhebung. Wegen dem entstehen dann so Datenlücken. Das ist einfach ein wichtiges Thema in dem Buch, weil, wie sie ja sagt, viele Studien sind nicht repräsentativ, was die Bevölkerung angeht, weil sie einfach zu wenig Frauen beachten oder halt einfach gar nicht aufnehmen. Und dann gibt es halt, wie sie ja sagt, Gender Data Gap. Das muss auch nicht unbedingt absichtlich sein. Das ist eigentlich so ein bisschen so, wie es im Buch gebraucht wird. Mir ist gerade in den Sinn gekommen, oder zum Beispiel, dass bei vielen Studien halt nur Studierende in der Stichprobe sind, also Daten nur von Studierenden erhebt wird, weil die halt am einfachsten zu rekrutieren sind, wenn sie an der Uni sind. Das wäre ja auch eben wie eine Art Data Bias, oder? Ja, was auch noch genau wichtig ist, sie sagt im Buch eben auch, dass unsere Welt quasi davon ausgeht, dass der Prototyp Mensch ein Mann ist, also ein Cis-Mann. Und dass man einfach so oft, das ist einfach so die Norm, dass man das zum Teil gar nicht hinterfragt, und dann kommst du eben zu so Datenlücken, weil du die anderen einfach nicht mit einbezogen hast. Und eben die daraus resultierenden Wissenslücken führen dann halt auch zu diversen Problemen. Also nicht nur im Sinne von Diskriminierung, sondern halt auch können zum Teil auch tödlich enden, weil einfach die Unterschiede nicht berücksichtigt werden. Und wie ist sie denn an das angegangen? Also wie ist sie vorgegangen, für das Thema zu bearbeiten? Wie hat sie das herausgefunden, dass die Datenlage so ist, wie sie das beschreibt im Buch? Also, wenn man das Buch anschaut, bei das Inhaltsverzeichnis siehst, das Buch ist so gegliedert in verschiedene Kapitel, also das alltägliche Leben, beim Arbeiten, dann irgendwie im medizinischen Bereich, im öffentlichen Sektor quasi, und dann auch in Situationen, wenn keine Katastrophe oder irgend so etwas, wie sich es dort auswirkt.
Und dann hat es auch wie so Unterkapitel jeweils dazu. Mir ist auch nicht ganz ersichtlich, wie sie jetzt auf diese Auswahl gekommen ist. Ich weiss auch nicht, ob sie halt einfach durch verschiedene Recherchen mit verschiedenen Leuten dann auf die Problem aufmerksam wurde ist und die halt so ein bisschen abgehandelt. Wobei man muss sagen, es ist meistens eher so, ja, es gibt das und das Problem, es ist wegen dem, die machen das in dieser Studie und vielleicht gibt es auch da etwas, was besser ist, aber sie machen gleich das. Sie springt halt zum Teil im Thema so ein bisschen um. Es ist das gleiche Thema, aber so ein bisschen andere Komponenten, was auch ein bisschen verwirrend sein kann und meiner Meinung nach wäre es besser gewesen, sich auf jeweils ein Problem zu konzentrieren oder also einen konkreten Fall, wo man sagt, in diesem Land war das und das gewesen, und es ist herausgekommen, dass das ist, oder haben ihr eigentlich gewusst, wenn man Studien macht zu Medikamenten, dass das und das eigentlich passiert. Also wenn man sich einfach so ein bisschen auf das konzentrieren und das ein bisschen näher erklären, als da ein bisschen umzuspringen. Sie ist sehr an der Oberfläche geblieben, aber hat in diesem Fall mehr eigentlich angetönt. Genau, ich habe auch das Gefühl, sie hat einfach wie alles so viel wie möglich abdecken. Und es ist für mich auch schwierig, weil rein theoretisch, um das Ganze auch zu überprüfen, als kritische Person müsstest du wieder alles noch nachlesen, was sie erwähnt, um wirklich zu schauen, macht das jetzt Sinn, was sie da zitiert. Ja. Also das ist ein bisschen schwierig. Die Frage habe ich eben auch gestellt, wie sie auf diese Themen und so gekommen ist. Es ist wirklich wie... Ja. Ich habe fast das Gefühl, sie hat einfach mega viel recherchiert und mega viel Zeug gefunden und dann alles in ein Buch packen. Aber ja, das ist vielleicht jetzt einfach auch ein bisschen... das war jetzt auch mein Eindruck gewesen. Ich weiss jetzt da ehrlich gesagt auch nicht genau. Ja, und dann hat sie gemerkt, 400... Ich weiss auch nicht, 20 Seiten Text ist ziemlich viel. Kann ich nicht noch mehr. Oder ja, was ist denn ihr Hintergrund? Ich nehme an, es ist auch... Also ja, hast du erklärt am Anfang, aber ich nehme an, es ist sicher auch persönliches Interesse. Darum hat sie die Themengebiete ausgewählt. Sie ist, glaube ich, recht früh mit dem halt in Berührung gekommen, Feminismus und so, aber sie selber hat eigentlich englische Sprache- und Literaturwissenschaften studiert. Also sie ist nicht... Wie soll ich sagen, sie ist nicht Naturwissenschaftlerin oder Sozial- oder Geisteswissenschaftlerin, aber eben, sie ist Aktivistin in diesem Bereich. Und ich glaube, sie hat mal geheißen, sie hat die Gender Studies oder irgendetwas so angefangen als Masterstudie, aber ich weiss nicht, ob sie es wirklich dann gemacht hat oder fertig gemacht hat, weiss nicht. Sie hat sich auch dafür eingesetzt, zum Beispiel, sie hat mal so einen Vorschlag gegeben auf der britischen Fundnoten, sind ja hinten Leute abgebildet. Also, und es ist mal der Vorschlag gekommen, das zu bearbeiten. Dann haben sie irgendwie so die Leute nehmen, die Großbritannien am meisten prägt oder irgendetwas. Und aus irgendeinem Grund, ich frage mich nicht wieso, sind sie auf die Liste gekommen und es waren alles Männer, die sie abbilden wollten. Und sie hat sich dann für das eingesetzt, dass nicht nur Männer drauf sind. Ja, das ist so ein bisschen, wegen dem ist sie auch ein bisschen bekannt worden. Hat anscheinend auch mega viel Hassnachrichten und so bekommen, weil sie sich für das eingesetzt hat. Es kann die Leute nicht so groß stören, dass nicht nur Männer auf diesen Banknoten sind, aber in diesem Fall, ja. Ja, das stimmt mir eben erlauben. wie nicht weit, dass wir sind als Gesellschaft. ja. Genau. Und was sind jetzt so konkrete Erkenntnisse, die du jetzt hast gewonnen aus diesem Buch? Aus den verschiedenen Bereichen, die sie anspricht? Das nimmt mich zu Wunder. Ich habe schon viel dazu gelernt, oder was soll ich sagen, mich haben auch viele Sachen schockiert. Es sind so allgemeine Sachen, wo du kannst nicht genau sagen, das war jetzt absichtlich gewesen, aber man fragt sich dann gleich so, wie haben die Leute das nicht gecheckt, dass ein allgemeines Beispiel, wenn ein neues Auto auf den Markt kommt, musst du ja testen, oder was passiert, wenn ein Unfall geht, etc. Und es gibt so wie einen Dummy, wo eine Grösse hat, so Standardgrösse, ich glaube es ist 1,77, was ich lustig fand, weil ich 1,78 bin, also in diesem Bereich. Es sind auch so Sachen, wo ich mir persönlich auch nicht überlegt hätte, dass kleinere Leute den Sitz verstellen, dass sie weiter vorne sind mit dem Autofahren. Und das wegen dem, also ja, ist dann auch die Auswirkungen von einem Unfall sind auch anders. Also zum Beispiel, ich jetzt vielleicht auch nicht gerade gecheckt hätte, weil ich wahrscheinlich meinen Sitz nicht groß verstellen müsste, wenn ich Auto fahren würde, was ich nicht mache. Aber das andere ist halt nicht nur die Grösse, sondern auch die Muskelkomposition. Und also ich persönlich
weil ich denke, man sollte einfach Dummies machen, die auf alle möglichen Leute passen würden. Sei das jetzt eine schwangere Person, sei das eine kleine Person, sei das also einfach so ein bisschen alles Mögliche, um zu testen, ob das Auto sicher ist. Aber offensichtlich hat man das jahrelang nicht gemacht. Dann ist man dazu über, dass man quasi gesagt hat, okay, wir machen ein bisschen verschiedene Grössen. Aber das ist wie der gleiche männliche Dummy, einfach skaliert anders. Also weißt nicht, dass die Form oder so auch noch anders wäre oder irgend... Ja, das ist ein bisschen schon bedenklich. Das war das eine. Das andere, und das habe ich noch krasser gefunden, eigentlich so im medizinischen Bereich hat es wirklich viele so Situationen. Was ich heftig gefunden habe, ist, dass Frauen oft nicht die gleiche Reaktion, also nicht die gleichen Symptome von einem Herzinfarkt haben wie Männer. Oh wow, das habe ich nicht gewusst. Ja, und das sind so wie untypische Zeichen sind, wo, ich meine, gut, ich bin nicht Ärztin oder so, aber dass sogar Ärzte so wie nicht checken, dass die Person einen Herzinfarkt hat oder hat. Also dass sie einfach missdiagnostizieren tun. Das ist eigentlich der springende Punkt, einfach wie vergessen wird, das so wie zu berücksichtigen oder auch zu erforschen halt. Es wird dann wie weniger Geld oder wenn gar kein Geld in das investiert, weil es lohnt sich für viele irgendwie nicht. Und es ist so ein bisschen mega bedenklich. Das andere ist auch Medikament. Medikament wirken auch anders, je nachdem, wo du dich in deinem Zyklus befindest. Und zum Teil haben sie einfach ganz andere Effekte. Du weißt halt, wie es ist, wenn du schon mal irgendetwas bei dir nicht ganz so ist, wie es normal wäre, sagen wir es mal so. Dann geht es ja mega lang, bis du mal eine richtige Diagnose bekommst und was auch immer. Es ist einfach erschreckend, wie blind man ist. Ja, wie das System, wie das System trotzdem wie auf die Norm ausgerichtet ist. Aber auch dann ist es schon kompliziert. Und jetzt stell dir mal vor, eben, du hast noch nicht einen cis-männlichen Körper. Ja. Oder sonst irgendwie noch eine Beeinträchtigung. Dann wird es einfach noch mal schwieriger, dass du wirklich adäquat diagnostiziert und auch behandelt wirst. Aber hat sie eben noch spezifische Bereiche in der Medizin auch noch erwähnt? Also Reproduktionsmedizin habe ich eben persönlich sehr fest das Gefühl, dass man das merkt, dass zum Beispiel jetzt auch in gynäkologische Forschung und so einfach nicht so investiert wird. Und dass man dort sehr lange suchen, bis man jemanden findet, der irgendwie auf dem neuesten Stand ist. Also sie erwähnt zum Beispiel einfach den Klassiker, wegen eine Frau sagt, sie hat ein Problem, eine 16-Jährige, und dann sagt sie, bist du schwanger? Nein, man macht gleich den Test. Weil einfach auch nicht geglaubt wird. Ja. Das ist so ein bisschen der Klassiker, oder? Weil Leute dann immer meinen, so, die lügt mich an, die ist sicher irgendwie schwanger und dann keine Ahnung. Aber reproduktiv, ich kann es jetzt nicht auswendig sagen, wie schon gesagt, sie springt halt von so vielen Themen zum nächsten. Ja. Sind dann Konsequenzen daraus gezogen worden? Weil das habe ich jetzt auch, also das habe ich auch schon gehört, eben, dass wie Dosierungen von Medikamenten oftmals so eben einfach für Männer beschrieben sind. Aber also, hat sich da etwas geändert in der Zwischenzeit? Gut, sie ist natürlich eine britische Autorin, zum Teil erwähnt sie in den USA. Ich kann es halt auch wie nicht sagen für die anderen Länder. Es wird halt wie so Richtlinien oder so geben. Teilweise einfach so wie Empfehlungen und nicht quasi rechtlich verankerte Massnahmen. Zum Teil kannst du wie um das herum gehen, also so Loopholes finden. Das Ding ist halt auch, das sagt sie dann auch, wenn es um Politik und so geht. Halt mega oft sagt man sich so, ja, was kostet uns das? Und dann, dass es sich wie nicht lohnt. Es ist schwierig, so etwas durchzusetzen und auch überhaupt auf das aufmerksam zu machen. Wie sie es auch sagt, gegen Ende oder auch zwischendurch, wenn einfach Frauen überall dabei sind, ist die Wahrscheinlichkeit einfach grösser, dass man dann auch auf Frauen schaut. Und was mich auch noch Wunder nimmt, eben, es wird ja jetzt einfach quasi im binären System sind wir jetzt da, oder sie schreibt, glaube ich, von Männern und Frauen, wird da etwas von anderen Geschlechtern erwähnt, oder geht es so ein bisschen darum, eben, was ist denn zum Beispiel noch mit POCs oder mit Leuten, die disabled sind? Das habe ich auch ein bisschen komisch gefunden, weil sie hätte sich recht einfach machen können, weil sie gesagt ja, oder die Gesellschaft geht davon aus, Prototyp Mensch ist einfach ein Mann. Aber sie hätte können sagen, aber es ist ein Cis-Mann und dass auch der Rest wie nicht beachtet wird. Und damit hätte sie eigentlich auch die Leute auch noch erwähnen können, die nicht in diesem binären System fallen. Das habe ich auch ein bisschen komisch gefunden, weil bei dem einen Buch, das wir ja besprochen haben, Come As You Are,
hat sie am Anfang auch gesagt, es gibt wenig Forschung zu dem Thema, aber gleich so ein bisschen auf das aufmerksam machen, bla bla. Genau. Und jetzt sie in diesem Buch hat das nicht wirklich gemacht. Also sie hat zwar gesagt, das Problem ist einfach mehr im Sinne von sozialem Geschlecht, weil mit dem Körper sich, das ist ja nicht das Problem, es ist einfach, was die Gesellschaft dem für eine Bedeutung gibt. Das ist das Problem, oder? Aber sie hat wie nicht explizit gesagt, das heisst, wenn du quasi wie eine Frau, auf die Gesellschaft wie eine Frau wirkst oder so, dass du dann die gleichen Probleme hast oder irgendwie so etwas, hat sie jetzt nicht. Oder sie ist wirklich eigentlich von dem Binären ausgegangen. Mich hat es auch ein bisschen komisch gedacht. Ja, einem Satz sagt sie ja eben wegen biologischem Geschlecht, wegen der Chromosom, wo ich ein bisschen sehr vereinfacht finde. Wenn du einfach sagst, eben X und XY-Chromosom. Also weißt du, das ist ein bisschen, das ist sehr, sehr vereinfachte Art und Weise, auch das biologische Geschlecht zu beschreiben. Ja, okay. Ja, es erstaunt mich noch. Weil es ist, ich habe jetzt geschaut, wenn es erschienen ist, 2019, darum eigentlich schon. Ich nehme an, für das ist sie sicher auch kritisiert Ich weiss es vor allem nicht, weil sie auch Preise und so bekommen. Aber ich glaube, es ist eine von diesen Situationen, wo das ist so ein ihr Ding, oder? Das klassische, eben sich für Frauen einsetzen, also in dem Sinne Cis-Frauen. Und vielleicht hat sie halt einfach nicht, ist sie selber so einen kleinen Data-Bias reingerutscht, unterlegen. Was das angeht. Das Geschlecht, ja, aber sonst, wie Leute, sagen wir, intersektionell, oder? Davon betroffen sind, hat sie schon erwähnt. Also im Sinne von, wenn du aber nicht weiss bist oder wenn du von der Arbeiterklasse kommst oder sonst irgendwie, oder kulturelle Unterschiede, die auch nicht beachtet werden in gewissen Situationen etc. Das hat sie schon erwähnt. Zum Beispiel das von Facebook ist, glaube ich, eine, die wirklich hoch oben ist sie COO oder irgend so etwas. Die war schwanger gewesen. Und dann hat sie festgestellt, eigentlich blöd, dass es keinen Parkplatz gibt für Schwangere, die gerade beim Eingang sind. Und dann hat man die halt gemacht, weißt du. Aber es ist erst, wo jemand, der quasi in diese Position hat. Und sie hat sich das vorher nie überlegt, wahrscheinlich. Und sie hat genug Mitarbeitende gehabt, wahrscheinlich, die in dieser Zeit schwanger waren. Aber einfach erst so, wenn jemand, der in dieser höheren Position ist, und das realisiert. Und dann gibt es vielleicht mal eine Veränderung. Das hat sie zum Beispiel auch erwähnt, weil das ist dann auch eben auf den Status und so hat sie auch Auswirkungen. Also dein Status hat auch mit dem zu tun. Ja, sprich, es braucht einfach Diversität in den Entscheidungsgremien, aber es müssen auch Voraussetzungen geschaffen werden, dass das überhaupt möglich ist. Weil dann geht es schnell, ja, das ist klar. Das ist ein gutes Beispiel. Natürlich geht es dann schnell, wenn sie selber betroffen ist und kann entscheiden kann. Genau. Und sonst muss das halt von unten aufgetragen werden und das braucht viel längere Zeit. Vielleicht passt die Frage noch zu diesem Thema. Eben, was sind so Lösungsansätze, um dem entgegenwirken? Das wäre jetzt wie einer, oder? Ja, du hast es eigentlich schon gesagt. Ich kann es dir sonst auch noch vorlesen, was sie wirklich 1:1 sagt. Das ist auch auf Englisch. The solution to the sex and gender data gap is clear. We have to close the female representation gap. When women are involved in decision-making, in research, in knowledge production, women do not get forgotten. Female lives and perspectives are brought out of the shadows. This is to the benefit of women everywhere. And as the story of Taimina, das ist so eine Mathematikerin, die in dem Kapitel vorkommt, frage nicht, shows it is often to the benefit of humanity as a whole. And so, to return to Freud's riddle of femininity, it turns out that the answer was staring us in the face all along. All people needed to do was to ask women. Das ist so ihre Solution in dem Sinn. Ich glaube, für uns auch als Individuen kann es auch schon anfangen, einfach mal zu hinterfragen oder auch aufmerksam zu machen in unserem Umfeld, was nicht beachtet wird oder was nicht so in Ordnung ist. Und auch politisch, klar. Ich glaube, gut, das kann man über alles immer sagen, aber man merkt es halt einfach. Als ich das Buch gelesen habe, irgendwie siehst du dann auch viel mehr so Sachen, die dir vielleicht früher nicht aufgefallen wären. Ich habe ja mal die Arbeit geschrieben,
über Frauen mit Migrationshintergrund und ihre Erfahrungen beim Gebären, so in Spitälern. Und dort habe ich auch, also zur Hintergrundrecherche, habe ich eben viele Studien gefunden von amerikanischen Spitälern, was ja sowieso noch mit der Versicherungslage und so mega heikel ist, aber das wie der Tod von einer POC-schwangeren Person viel wahrscheinlicher ist. Irgendwie 10-mal wahrscheinlicher als bei einer weißen Person. Einfach so, eben, das ist krass, also das ist echt einschneidend. Und ich glaube auch, vorher, als wir von diesen Gremien geredet haben, es ist auch in Verantwortung von den Leuten, die Privilegien haben, dass sie zur Seite treten und Raum lassen für Leute. Oder es gibt ja auch immer Diversity. Das ist immer so das grosse Wort. Jede grössere Firma hat irgendeine Abteilung oder irgendein Gremium. Aber manchmal habe ich das Gefühl, es muss dann wirklich auch gelebt werden und nicht einfach, ja, wir haben jetzt Diversity Management mit irgendwie einer Frau und dann noch Leute mit Migrationshintergrund und noch jemand, ja, echt so ein bisschen so, sondern es muss dann wirklich implementiert werden und es ist eben auch die Pflicht der Leute, die übervertreten sind, dass sie Platz machen. Und zwar nicht nur dann, wenn es gefordert wird, sondern auch von sich aus. Und das bedeutet eben auch, dass man sich reflektieren soll und sich der eigenen Privilegien auch bewusst sein. Und das ist, ja, ich glaube, da können wir alle noch sehr viel lernen. Man muss sich auch wie nicht dafür schämen, weil man kommt halt eigentlich nicht auf gewisse Lösungen oder man sieht einfach gewisse Probleme nicht. Und das sagt sie auch im Buch. Es ist nicht unbedingt so, dass die Leute, die das machen, dass sie irgendwie sexistisch sind oder so. Es kommt ihnen einfach nicht in den Sinn. Weil wir alle Bias haben, von unserem eigenen Leben, von unseren Erfahrungen. Genau. Ja. Und ich glaube, es braucht auch immer mehr Fachleute, die geschult sind im Umgang mit diesem Thema. Also irgendwie auch in so interkulturelle Kompetenz oder eben wo an dieser Schnittstelle wie auch ansetzen. Ja, ist noch schwierig zu erklären. Aber ja, wo sich eben das bewusst sind, dass wir alle irgendwo durch ein Bias sind und dass es eben nicht reicht, dass man wie alle zusammenbringt, so, mit verschiedenen Lebenserfahrungen, mit verschiedenen Diskriminierungserfahrungen, sondern eben dort auch, wie verknüpft man die Leute so, dass es dann eben wirklich effektiv etwas bringt für mehr Gleichheit. Und nicht einfach so zusammensteckt und irgendwie sagt, macht mal. Ich weiss nicht, wie du das siehst, aber wenn du dir so Sachen bewusst bist, oder? Aber wenn du dann schaust, wer hat überhaupt die Macht und das Geld und so, und das ist einfach so krass, weil du musst wie die Leute überzeugen, dass es auch von ihrem Interesse ist. Und ich finde das einfach so schwierig. Dass es eben rentabel ist. Ja. Und das ist einfach abgefuckt. So, willst du zum CEO laufen und sagen, hey, du hast eine Mutter? Ja, also, dass man dann wie mit anderen Leuten muss erklären muss, dass es ein Menschenrecht ist, irgendwie adäquat behandelt zu werden anhand von Leuten, die sie gerne haben. Das ist sowieso etwas, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Einfach so, es ist noch ein weiter Weg. Aber so Literatur ist natürlich wertvoll. Auch wenn wir jetzt wie sagen, das und das hätte man noch anders machen können oder das ist wie vergessen gegangen. Ich meine, es ist mega... Auf das baut man dann auf, oder? Ja. Genau. Ich glaube, das Vorderste ist doch auch ein Zitat von Simone de Beauvoir. Ja, genau. Sie ist ja auch immer so... Mutter vom Feminismus. Standardwerk für... Ja, genau. Ja. Hast du noch eine Frage gehabt, oder? Eine habe ich noch. Wie ist es dir gegangen beim Lesen? Bist du reingekommen? Bist du in einen Flow gekommen? Weil ich denke, bei so einem Buch ist es eben schon... Man muss zuerst wie so ein bisschen sich auf die Materie einlassen. Ausser halt das, was ich gesagt habe, sie springt zum Teil abrupt zum nächsten Thema. Aber sonst habe ich es eigentlich noch easy gefunden zum Lesen. Und du kannst halt wirklich so Kapitel zu Kapitel nehmen, oder von Thema zu Thema und das vielleicht mal auf dich wirken und dann irgendwie später das nächste lesen. Also es ist so ein bisschen, du musst halt wie nicht gerade alles lesen vom Buch. Es ist ja nicht wie ein Roman, wo du, wenn du nur 2 Kapitel lesest und ein halbes Jahr später willst du weiterlesen, kannst du es nicht. Bei diesem Buch kannst du es locker eigentlich dir so ein bisschen aufteilen. Kommt halt immer darauf an, was du sonst noch gerade in deinem Leben hast, oder? Und dann, wenn du mega gestresst bist oder schon irgendwie deine eigenen Probleme hast, dann vielleicht magst du dann auch gar nicht über so Zeug lesen. Ja, weil zum Teil bist du halt schon ein bisschen hässig und... Das ist ein gutes Stichwort. Hässig. Weil, und das geht mein nächstes Buch. Wenn wir den Fall jetzt abschliessen und dann... Ich würde sagen, oder? Ja, es ist labrig. Weil du machst gerade eine perfekte Überleitung. Schön. Ohne das zu erschwellen. Ja, nein, ist gut. Dann, stell das Buch vor. Also, das nächste Buch heisst «Die Wut, die bleibt» von Mareike Fallwickel. Das ist eine österreichische Autorin. Hast du schon davon gehört? Ich weiss es gerade nicht im Fall. Mit Wut sagt man schon etwas, aber ich glaube, es gibt einfach zu viele
die Thematik haben. Aber erzähl mir, was es geht. Ja, es geht um 3 Frauengeschichten. Und also der Einstieg ist schon krass. Ja, die erste Seite ist krass, sie sagen nur so viel. Okay. Die Lesung ist wirklich so. Und das ist eben so ein Buch, das hat mich einfach gepackt. Okay. Krass. Es nimmt dich rein. Es geht so um 3 Frauengeschichten und um einen Todesfall. Und dann eigentlich so ein bisschen, wer übernimmt Care-Arbeit, wenn so etwas passiert. Okay. Und also es ist, ich habe es eben auf Insta entdeckt, weil es plötzlich irgendwie so alle feministischen Seiten, die ich vorher ihre Story hatte, und ich dachte, okay, ja, dann gebe ich dem doch eine Chance. Es ist wirklich ein krasses Buch. Also es steht da so, ein Buch über die Last, die auf den Frauen abgeladen wird und das Aufbegehren radikal, wachrüttelnd, empowernd. Und es ist wirklich, also es macht einem hässig. Also ist wirklich, der Titel ist Programm. Okay. Ja. Nice. Drum, ich bin gespannt, wie du es findest. Ja, freue mich auch Freue drauf. mich, mit dir In dem das Fall zu ich dann mal ein Buch auf Deutsch. He? Mit österreichischem Slang zwischendurch. Nice. Ja. Cool. Was bei dieser Thematik irgendwie auch noch speziell ist, weil das Gefühl, Österreichisch klingt immer so herzig, und es ist überhaupt nicht ein herziges Buch. Es ist roh und ja, ich weiss auch nicht, einfach... Ja, Es klingt gut, auch Thematik und so. Ja. Super, hey. Dann freue ich mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Dann wäre es das für das Kapitel. Ihr findet den Podcast auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Auf YouTube findet ihr ihn auch. Wenn ihr irgendeine Anmerkung habt, Fragen, euch sonst kontaktieren wollt, könnt ihr uns auf anita.podcast@gmx.ch schreiben. Dann bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß beim Lesen.